SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Es ist sehr früh am Morgen. Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen und ich kann nicht mehr schlafen. Ich höre auf meinen Herzschlag. 3417 Tage schlägt mein Herz jetzt schon. 3417 Tage sind 9 Jahre, 4 Monate, 1 Woche und 3 Tage. Aber ich finde, 3417 Tage tönt nach mehr. Nur ein paar Schritte von mir weg schläft meine Großmutter Tabang bei der Feuerstelle, wo sie einmal kocht. Und meine Mutter schläft gerade neben mir. Sie heisst Svala. Mama Svala. Zwischen unseren Matratzen hat es einen Vorhang. Ich verwache immer ein bisschen vor meiner Mutter. Dann höre ich, wie sie aufsteht, den Vorhang aufzieht, wie sie näher kommt und neben mich herhauert. Jeden Morgen tue ich so, wie wenn ich noch schlafen würde. Wahrscheinlich merkt sie schon, dass ich ihr etwas vorspiele. Aber sie sagt nie etwas. Sie schaut, ob ich noch schnaufe und, wenn sie ganz sicher ist, dann streichelt sie mir die Backen. Dieser Augenblick ist für mich der schönste vom ganzen Tag. Wenn wir beide wissen, dass ich noch am Leben bin. Heute in der Nacht ist der Wüstenwind gekommen. Er wirbelt den Sand auf. Niemand hat den Wind gern, weder die Menschen noch die Tiere. Aber ich habe ihn noch weniger gern als alle anderen. Weil, wenn er so richtig fest blaset, kann ich wegen der vielen Sandkörner in der Luft fast nicht schnaufen. Dann bleibe ich den ganzen Tag auf meiner Matratze. Aber Svala kann nicht einmal den Wüstenwind aufhalten. Auch nicht heute am Morgen. Sie macht die Türe nur einen Spalt weit auf, schlüpft aus dem Haus und rennt los. Die Mama Svala rennt jeden Tag. Stundenlang. Svala bedeutet bei uns Antilope. Natürlich ist das nicht der richtige Name von meiner Mutter, aber alle Leute in unserem kleinen Dorf sagen ihr so. Svala ist schon immer gern gerannt, sagt Großmutter Tabang. Aber seit du auf der Welt bist, Binti Suri, seit du auf der Welt bist, rennt sie wie eine Verrückte. Nichts und niemand kann sie davon abhalten. Es ist, wie wenn sie für dich auch noch mitrennen möchte, weil du es selber nicht kannst. Weil ich selber nicht kann. Mein Herz, mein kleines, dummes Herz. Wegen dir kann ich nicht rennen, nicht gumpen, nicht mit den anderen spielen. Wegen dir komme ich manchmal so wenig Luft über, dass die anderen glauben, ich sterbe jetzt dann gerade. Und morgen kann die Mama Svala wegen dir nicht wie jeden Tag durch die Hügel rennen. Weil morgen fahren wir ganz früh mit unserem Nachbar, Zakaria, und seinem Auto los und gehen ins Spital. Dort hört der Doktor Apollinaire, was du so treibst. Wie jedes Jahr. Die Fahrt ins Spital geht 6 Stunden. Der Zakaria probiert, den Schlaglöcher auszuweichen und Svala schützt mich mit ihrem Tuch so gut wie möglich vor dem Staub. Es ist immer der Doktor Apollinaire, der mich untersucht. Jedes Jahr einmal. «Guten Tag, Sisanda. Es freut mich sehr, dich zu sehen», sagt er immer, wenn die Mama Svala und ich in sein Zimmer kommen. Ich habe schon manchmal gehört, wie der Doktor Apollinaire zu meiner Mutter gesagt hat, mein Leben hänge an einem seidigen Fädeli. Er flüstert es einmal ganz leislich, wenn ich mich wieder am Anlegen bin. Er meint sicher, ich höre es nicht. Als ich noch klein war, habe ich nicht verstanden, was er mit dem meint.
Aber später habe ich es herausgefunden. Das heisst, ich könnte jeden Augenblick sterben. Puff! Und tot. Einfach so. Noch bevor ich den Satz fertig geredet habe. Aber der Moment wird nicht kommen, das weiss ich ganz genau. Und der Dr. Apollinaire hat mir ja für den Notfall eine grusige, bittere Medizin gegeben. Du musst das Fläschchen immer auf dir tragen, Sisanda. Es kann dein Leben retten, hat er gesagt. Der ganze Ärger mit mir hat schon bei meiner Geburt angefangen. Als ich aus dem Bauch von der Swala gekommen bin, habe ich mich nicht bewegt, habe nicht geschnauft und bin ganz violett gsi. Zum Glück war meine Großmutter Tabang bei der Geburt dabei. Sie hilft allen Frauen im Dorf, ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Sie hat es geschafft, dass ich angefangen habe zu schnaufen. Und dann sind meine Eltern schnell mit mir ins Spital. Schon dann hat uns unser Nachbar, der Zachariah, gefahren. Und schon dann hat mich der Dr. Apollinaire untersucht. Er hat an diesem Tag herausgefunden, dass mein Herz nicht so ist wie bei den meisten anderen Kindern. Und auch heute, bei meiner Jahreskontrolle im Spital, sagt der Dr. Apollinaire wieder: «Du hast einen angeborenen Herzfehler, Sisanda.» Der Dr. Apollinaire meint wirklich, er müsse mir jedes Jahr alles wieder erklären. Er schiebt seine Brille auf und zeichnet das Herz auf ein Blatt Papier. «Schau mal. Das Herz ist eine Pumpe. Es pumpt ständig frisches rotes Blut durch den Körper und in die Muskeln. Darum könnte man laufen, rennen und alles machen, was den Körper anstrengt. Aber bei dir funktioniert die Pumpe eben nicht richtig. Dein Herz hat Löcher und darum kann es nicht so viel Blut in den Körper pumpen, wie es eigentlich sollte. Darum mag dein Körper keine anstrengenden Sachen machen. Du musst dein Herz schonen, Sisanda. Du darfst dich nicht zu fest anstrengen.» Wie wenn ich das nicht schon längst selber gemerkt hätte. Dann löst der Dr. Apollinaire mit dem Stethoskop meine Brust und auch noch meinen Rücken ab. Nachher gibt das Stethoskop mir und sagt mit einem traurigen Lächeln, ich soll doch auch einmal hören. Das macht er jedes Mal. Hörst du das winzige Geräusch? Das Psst, Psst. Ein solches Geräusch macht ein gesundes Herz nicht. Aber ich höre das Psst nicht, wie jedes Mal. Dann klebt er mir so Gummisaugnäpfe auf die Brust und stellt eine Maschine an, die die ganze Zeit piepst. Ich mache die Augen zu, um mich zu konzentrieren. Mein Herzschlag wird nämlich von dieser Maschine auf einen Papierstreifen gezeichnet. Ich sage meinem Herz, es soll ganz ruhig schlagen. Dann kommt der Papierstreifen aus der Maschine raus und der Dr. Apollinaire studiert ihn. Ich merke, wie die Mama Swala nervös wird. Endlich sagt der Doktor, der Zustand ist unverändert. Der Zustand ist unverändert. Das bedeutet, dass es meinem Herz zwar nicht besser geht, das ist sowieso unmöglich, aber es geht ihm auch nicht schlechter. Ein Wunder, murmelt der Dr. Apollinaire. Er schaut zu mir über. Dann flüstert er zu der Swala. Trotzdem, sie ist jetzt in einem Alter, wo sie unbedingt operiert werden müsste. In einer Spezialklinik im Ausland. Aber das ist sehr teuer. Wie teuer? Fragt Swala. Der Dr. Apollinaire sackt auf seinem Stuhl zusammen. Mit den Reisekosten zusammen mindestens 1 Million Kels. 1 Million Kels? Swala schüttelt ungläubig den Kopf. Aber wir sind doch nur kleine Bauern, Herr Doktor. Wir verdienen nur etwa 500 Kels pro Woche. 1 Million Kels, das ist unmöglich für uns. In meinem Hirn fängt es an zu rechnen. Und dann sprudelt es einfach so aus mir raus. Wir müssten 38 Jahre, 3 Monate und 20 Tage lang sparen. Der Dr. Apollinaire reißt die Augen auf. Ich weiss selber nicht so recht, wie ich das mache. Aber es stimmt immer. Der Dr. Apollinaire spielt nervös mit seinem Kugelschreiber. Ein Schweißtropfen hängt an seinem Nasenspitz.
1 Million. Urmelt Svala nochmal. Poing und pling! Die Feder vom Kugelschreiber fliegt durch die Luft und gleichzeitig löst sich der Schweißtropfen vom Dr. Apollinaire im Nasenspitz. Am liebsten würde ich laut rauslachen, aber ich merke, dass das jetzt nicht so passen würde. Die Mama Svala hat Tränen in den Augen, wo sie aufsteht. Der Dr. Apollinaire schüttelt ihr die Hand und dreht sich zu mir um. Ich schenke ihm mein schönstes Lächeln. Bis zum nächsten Jahr, Dr. Apollinaire. Bis zum nächsten Jahr wird mein Herz erst 3783 Tage lang geschlagen haben. Und ich weiss, dass es noch länger schlägt. Viel länger. Vor dem Spital wirbelt der Wind Staub auf. Plastiksäcke fliegen durch die Luft und eine Zeitung verheddert sich am Vorderrad von unserem Auto. Svala sieht es, bückt sich, schaut die Zeitung genauer an und steckt sie in ihre Tasche. Komisch, dass sie das gemacht hat. Ich bin doch die einzige von unserer Familie, die richtig lesen kann. Der Zakaria lädt den Motor an und wir fahren los. Wieder wartet 6 Stunden Fahrt auf uns. Daheim bin ich so erschöpft, dass ich gerade ins Bett gehe und am nächsten Morgen nicht einmal merke, wie Svala aufsteht und geht rennen. Als ich verwache, ist es schon heller Tag. Die Grossmutter Tabang hockt vor dem Feuer und raucht ihre Pfeife. «Grossmutter, warum hast du mich nicht geweckt? Du hast so schön tief geschlafen, Binti Suri. Aber ich muss doch in die Schule.» Grossmutter Tabang lacht. «Die Schule? Sie ist nie in die Schule gegangen. Und die Schule fehlt ihr auch nicht. Aber ich will nichts verpassen. Erst recht nicht, seit wir die neue junge Lehrerin haben. Die Frau Habari. Habari, das heisst, was gibt's Neues? Der Name passt perfekt zu ihr. Wo sie am ersten Schultag zu uns in die Klasse kam, ist, in einem roten Kleid, wie es nur die Frauen in der Stadt tragen, und mit klimpernden Ketten um den Hals. Da haben wir sofort gemerkt, jetzt fängt etwas Neues an. «Grossmutter, ich muss jetzt los!» «Benja!» brüllt die Grossmutter. «Benja!» Der Benja ist der Bruder von der Svala, also mein Onkel. Er ist riesig und redet nicht viel. Dafür lacht er fast immer und singt ständig vor sich hin, wenn er auf den Hügel die Schafe hütet. Die anderen im Dorf sagen ihm Susu. So heissen bei uns die nicht in die Schule können, weil es zu schwierig ist für sie und weil sie nicht so sind wie die anderen. Aber ich finde, der Benja ist gar nicht so Susu. Er kommt zu rennen und bückt sich. Ich klettere auf seinen Rücken und dann gehen wir alle 3 zusammen zu der Schule. Dort lässt mich der Benja vorsichtig runter. Durch die Tür höre ich die Stimme von der Frau Habari. Ich bin viel zu spät. Mein Herz fängt an zu klopfen wie verrückt. Meine Grossmutter sagt der Frau Habari, ich sei gestern im Spital gsi. Ich sitze an meinem Platz und versuche ganz ruhig zu schnaufen und das wilde Klopfen in meiner Brust in den Griff zu bekommen. Die Marifa, meine Freundin, die neben mir sitzt, nimmt meine Hand. «Katz!» flüstert sie. Ich nicke. Nur meine Freunde, Marifa und Masinde, wissen in meiner Klasse, was sie machen müssen, wenn ich einen Anfall habe. Sie wissen, dass ich immer das Fläschchen mit der Medizin dabei habe, das mir der Dr. Apollinaire für den Notfall mitgegeben hat. Dann müssten sie mir 10 Tropfen ins Maul träufeln. Das ist ganz einfach. Meistens holt mich die Mama Svala von der Schule ab. Sie trägt mich auf dem Rücken heim, genau wie der Benja. Dann erzählen wir uns einmal alles vom Tag. Aber heute hört mir die Mama Svala nicht recht zu. Sie ist mit dem Kopf noch etwas anders. Die Heime streckt sie mit Zeitung her, die sie gestern mitgenommen hat. Sie lächelt ein bisschen verlegen. «Sisanda, kannst du mir das vorlesen?»
In der Zeitung hat es ein grosses Foto von einer Frau, die mit hochgerissenen Armen über eine Ziellinie rennt. Also, soll ich das über den Marathon vorlesen? Zwala nickt. Ich schaue aufs Datum der Zeitung. Oktober vor einem Jahr. Aber das ist eine alte Zeitung, Mama. Macht nichts. Lies mir trotzdem vor. Also, zum 3. Mal hat Magda Chepchumba den Kamchuni-Marathon gewonnen. Sie lief die 42 Kilometer in einer Zeit von 2 Stunden, 41 Minuten und 23 Sekunden. Wie jedes Jahr bekamen die 3 Siegerinnen ein großzügiges Preisgeld. Chepchumba, die Erstplatzierte, gewann 1,5 Millionen Kels. Was? Die Zweitplatzierte? So viel? Das kann doch nicht sein. Ich überflüge nochmal schnell die Zahlen. Doch, das steht da. Die Zahlen sind ja meine Freunde. 1 mal 7 gibt 7. 2 mal 7 gibt 14. Jeden Morgen nehmen wir mit der Frau Habari die 7. Reihe durch. Die 7. Reihe ist der Frau Habari ihre Leidenschaft. Sie lehnt an ihrem Pult und klopft mit dem Fuß den Rhythmus mit. Marifa, der Masinde und die anderen nicken dazu im Takt. Ich schaue aus dem Fenster. Ganz weit weg sehe ich jemanden den Hügel durchbrennen. Es ist die Mama Swala. Nach ihrer Runde durch die Hügel kommt sie immer an der Schule vorbei. 10 mal 7 gibt 70. Sisanda, rechnest du mit? Ich zucke zusammen und mein Herz schlägt sofort wie wild. Die Frau Habari runzelt die Stirn, wie wenn ich etwas Schlimmes gemacht hätte. Die Marifa nimmt mich in Schutz. «Das ist Sisanda, ihre Mutter!» und zeigt auf die schmale, grosse Gestalt, die an der Schule vorbeirennt, so locker, dass sie den Boden fast nicht berührt. «Das ist deine Mutter?» Ich nicke. «Sie rennt jeden Tag. Darum sagen dir auch alle vom Dorf Swala. Meine Großmutter sagt, dass die Mama Swala eine Antilopenfrau sei.» «Eine Antilopenfrau?» Die Frau Habari sieht aus, wie wenn sie mir nicht glauben würde. Sie rennt natürlich nicht ganz so schnell wie eine richtige Antilope. Jetzt zum Beispiel rennt sie nicht ganz 15 Stundenkilometer. Aber trotzdem, 15 Stundenkilometer. Wie weisst du das? Jetzt bin ich zu weit gegangen. Vielleicht wird Frau Habari genauso verrückt wie unser alter Lehrer, wenn sie merkt, dass Zahlen und ich gute Freunde sind. Aber sie schaut mich nur neugierig an. Warum weisst du, mit welcher Geschwindigkeit deine Mutter gerannt ist? Ja, also, die beiden Bäume dort stehen ja etwa 60 Meter auseinander. Und dann habe ich gezählt, wie lange die Mama Swala von einem Baum zum anderen hat und darum weiss ich das. Aber das ist doch eine ziemlich komplizierte Rechnung. Ich schüttle den Kopf. Die Frau Habari lacht. Du bist schon ein ganz besonderes Mädchen. Warum hat mir eure Lehrer nichts davon erzählt? Du bist ja eine super Mathematikerin. Weil er es nicht vertraut hat, dass ich schneller rechnen kann wie er. Und da muss die Frau Habari wieder lachen. Der Tag war schwül und drückend. Am Abend fällt mir das Schnaufen schwer. Mein Körper funktioniert nur noch im Schneckentempo. Ich schaue der Großmutter Tabang zu, wie sie ein Bohnenküchlein nach dem anderen flachklopft und im heißen Öl backt. «Ganz ruhig, Binti Suri», sagt sie nach jedem Küchlein. «Ganz ruhig.» Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei älter als meine Großmutter. Draussen sind Swala und der Benja mit dem Melken der Geissen fertig. Die Großmutter Tabang verkauft dann morgen unseren Geissenfrischkäse auf dem Markt. Ich sehe, wie Swala die alte Zeitung vorholt und vor unser Haus sitzt. Ich schleppe mich langsam zu ihr. Wo sie mich sieht, verschrickt sie. «Sisanda,
du solltest auf deiner Matratze bleiben. Hast du die Geschichte so gern, weil die Magda Chepchumba eine gute Läuferin ist, so wie du? Sie nickt. Der grosse Unterschied zwischen ihr und mir ist einfach, dass sie reich ist. Ich komme leider kein Geld über, wenn ich renne. Was würdest du denn mit dem Geld machen, wenn du so reich wärst? Der Svala, ihre Augen strahlen. Was ich machen würde? Keine Ahnung. Und jetzt ab ins Bett. Sie lupft mich auf, als wäre ich ein Federli. Ich kuschle mich an sie her, drücke mein Ohr fest an ihre Brust und höre ihr Herz pumpen und ihre Lungen schnaufen. Bei der Mama Svala funktioniert alles wie bei einer gut geölten, grossen Maschine. Es ist Nacht, aber etwas hat mich geweckt. Ich höre. Mein Herz. Es hat sich beruhigt. Ich höre die Grillen, ein Schaf, das blökt, weiter weg ein Schakal, der bellt. Und dann höre ich auch noch die Mama Svala. Manchmal in der Nacht redet sie mit meinem Vater, wie wenn er da wäre. Und nicht weiter weg auf der grossen Baustelle. Sisanda weiss es, flüstert sie. Sie hat heute Abend so eine Frage gestellt. Ich glaube, sie hat es erraten. Ich weiss etwas. Was? Und was hätte ich dann erraten? Ich muss es ihr sagen. Sie ist alt genug. Morgen rede ich mit ihr. Dann ist es auf einmal ganz still. Und bevor ich genau daraus komme, was Svala gemeint hat, fallen mir die Augen wieder zu. Am nächsten Morgen verwache ich, wo Svala den Vorhang vorsichtig wegzieht. Sie kommt zu meiner Matratze. Im Halbdunkeln hört sie auf mein Schnaufen. «Sisanda», flüstert sie. Ich drehe mich zu ihr. «Sisanda, du hast mich gestern gefragt, was ich machen würde, wenn ich so viel Geld hätte wie die Frau, die das letzte Jahr den Marathon gewonnen hat. Ich möchte es dir sagen. Ich würde mit dir zum besten Herzchirurg im besten Spital der Welt fahren. Und der Chirurg würde dich operieren, dass du gesund wirst und genauso leben kannst wie alle anderen Kinder. Das würde ich machen, wenn ich so viel Geld hätte. Mein Herz schlägt natürlich sofort wie wild. Ich mache die Augen auf. Der Svala, ihr Gesicht ist ganz nahe vor mir. «Mama, du willst beim Kamtschuni-Marathon mitmachen?» «Ja, aber das heisst nicht, dass ich ihn auch gönne. Die anderen Läuferinnen sind echte Sportlerinnen. Das ist ihr Beruf. Die machen nichts anderes und rennen nicht einfach nur so in der Gegend umeinander wie ich.» Sie streichelt mir die Backen und steht auf. Dann schlüpft sie raus. Ich schaue ihr an, wie sie davor rennt mit ihren langen Beinen, bis sie in der Morgendämmerung verschwindet. Der Laden in unserem Dorf gehört dem Catelo. Bei ihm kommt mir alles über. Lebensmittel, Benzin, Messer, Batterien, Stoff, Nägel, Geschirr. Und der Catelo hat sogar ein Telefon. Im Hinterzimmer von seinem Laden ist es so dunkel, dass ich die Telefonnummern auf dem Zettel fast nicht lesen kann. Es ist die Nummer vom Organisationsbüro vom Kamtschuni-Marathon. Ich lese der Svala die Nummer laut vor. Am anderen Ende der Leitung läutet es ein paar Mal, bis endlich jemand abnimmt. Svala dreht sich zu mir und ruft: «Schnell, Sisanda, ein Blatt Papier und ein Stift.» Der Catelo, der mit grossen Ohren zulässt, gibt mir geschwind ein Heft und einen Kugelschreiber. «Wann?»
fragt Svala nervös. «Schreib auf, Sisanda, schnell!» «Am 28. Oktober.» Aber dann wird sie auf einmal ganz ruhig und ernst. «Ah, das habe ich nicht gewusst. Sisanda, schreib auf!» «Kamtschuni-Marathon, Organisationsbüro, Postfach 829, Kamtschuni.» Svala hängt auf und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Das Telefon hat sie mehr Kraft gekostet, als stundenlang durch die Hügel zu rennen. Sie schaut mich verwirrt an. «Ich muss zuerst etwas zahlen, Sisanda. Man muss für die Anmeldung etwas zahlen. 5000 Kels. Nicht gerade wenig», meinte Catelo. Als wir aus dem Laden kommen, blendet mich das grelle Licht. Die Mama Svala trägt mich Huckepack. 5000 Kels. Nur für das wir mitrennen dürfen. Wer kann denn das zahlen? Aber meine Gedanken schweifen schon wieder ab. 28. Oktober. Der Marathon findet am 28. Oktober statt. In meinem Kopf rattern Zahlen. Das ist in 36 Tagen. Nur ein bisschen mehr als in einem Monat. An diesem Tag schlägt mein Herz dann schon 3464 Tage. Unser dickstes Schaf liegt neben dem Auto von Zakaria am Boden. Es heisst Kimja. Ihre Vorder- und Hinterbeine sind zusammengebunden. Das halbe Dorf ist da und schaut zu, wie der Zakaria und der Benja das Schaf auf die Ladefläche rupfen. Der Benja summt eine Melodie und streichelt der Kimja über den Kopf. «Sie wäre sowieso bald zahlt», sagt Mama Svala. «Jetzt ist es genau der richtige Zeitpunkt, um sie zu verkaufen.» Das stimmt gar nicht. Die Kimja ist noch überhaupt nicht alt. Der Zakaria drückt seine Zigaretten aus und klopft dem Benja auf den Rücken. «Also, Susu, gehen wir!» Der Benja klettert auf die Ladefläche, dann fahren sie los. Die Kimja blökt verzweifelt, wie wenn sie wissen, was sie erwartet. Mama Svala nimmt meine Hand. Sie vertraut unserem Nachbar, dem Zakaria. Er wird einen guten Preis aushandeln. Der Zakaria und der Benja kommen erst zurück, als es schon dunkel ist. Der Zakaria flüstert der Svala etwas ins Ohr, sie nickt. «Und hast das Geld direkt ins Organisationsbüro geschickt?» «Wir haben alles genauso gemacht, wie du wollen, Svala. Bis auf, Der Zakaria zögert ein bisschen und schaut zum Benja. Der steht mit einem breiten Grinsen hinter dem Zakaria und hat einen grossen Sack in der Hand. «Was ist denn, Benja? Du siehst ja so glücklich aus», fragt Mama Svala ihre Brüder. Der Benja holt eine Schachtel aus dem Sack und stellt sie vor ihr auf den Boden. Er hat ihr unbedingt ein Geschenk mitbringen. Ich kann ihn nicht davon abbringen. «Ein Geschenk?» Svala reißt die Augen auf. «So etwas gibt es bei uns nicht oft.» «Mach's doch auf!» Svala schaut den Benja an, dann schaut sie zu mir und dann lupft sie ganz vorsichtig den Deckel der Schachtel. «Schuhe? Du schenkst mir Turnschuhe?» Der Benja lacht so fröhlich, dass wir alle mitlachen müssen. «Aber was soll ich mit denen anfangen, Benja? Ich renne doch immer barfuß. Ich habe noch nie in meinem Leben Schuhe angehabt.» «Das habe ich ihm auch probiert zu erklären», brummelt der Zakaria. Da holt der Benja den Zeitungsartikel über den Marathonlauf und zeigt aufs Foto. Niemandem von uns anderen ist es aufgefallen, aber die Magda Chepchumba hat dort drauf Turnschuhe an. Gelbe mit roten Streifen. Genau die gleichen Turnschuhe, wie der Benja sie für die Svala gekauft hat. Die Svala versucht, in die Turnschuhe zu schlüpfen. Sie stellt sich gar nicht geschickt an. Aber dann steht sie auf und macht vorsichtig ein paar Schritte, wie wenn sie auf rohen Eiern laufen würde. Der Benja und ich müssen lachen. Die Svala mit Schuhen, das sieht sehr komisch aus.
Am nächsten Morgen höre ich, wie die Mama Svala aufsteht, zu mir kommt und dann aus dem Haus schlüpft. Aber die Turnschuhe liegen fein säuberlich in der Schachtel neben der Tür. Svala ist wie immer barfuß rennen. Die Frau Habari übt am Morgen immer noch die 7 Reihen mit uns. Aber sie tut jetzt so, wie wenn sie nicht merken würde, dass ich aus dem Fenster schaue. Die Mama Svala rennt jeden Tag die gleiche Runde. Und ich kann fast auf die Sekunde genau sagen, wenn sie zuoberst auf dem Hügel auftaucht. Ich täusche mich nie. Sobald ich Svala sehe, drücke ich auf den Startknopf von meiner inneren Stoppuhr. Heute rennt sie schnell. Sogar sehr schnell. So schnell ist sie noch nie gerannt. Die Frau Habari hat auch gemerkt, dass Svala jeden Tag zur gleichen Zeit auftaucht. Ich habe gesehen, dass sie einmal heimlich schnell aus dem Fenster schaut. Meine Antilopenmama hat sie neugierig gemacht. Es geht noch 29 Tage. Nicht einmal mehr 1 Monat bis zum Marathon. Am nächsten Tag kann ich nicht in die Schule. 3441 Tage schlägt mein kleines dummes Herz jetzt schon. Aber heute tobt es und raset es wie ein verrücktes Tier. Und ich muss auf meiner Matratze bleiben. In der Nacht hat es wieder angefangen zu stürmen. Der Wind pfeift um die Häuser und wirbelt Staubwolken auf. Ohne mich zu bewegen, liege ich da und komme fast keinen Schnauf über. Gestern habe ich mit einem Reissnagel den Zeitungsartikel an die Wand gepinnt. Den schaue ich jetzt die ganze Zeit an. Hallo? Ist jemand daheim? Mein kleines dummes Herz verschrickt. Um mich herum fängt alles an schwanken, wie wenn die Welt zusammenbrechen würde. Hallo? Ist jemand da? Der Benja ist am Geissen hüten. Die Grossmutter Tabang ist auf dem Markt und Svala ist am Rennen. Nur ich bin da. Ich krieche zu der Tür. Der Mann, der gerufen hat, ist am Haken stehen geblieben. Es ist der Böstler. Er hat eine schöne Uniform an und hat einen Brief in der Hand. Jetzt sieht er mich. Ich haue an den Türrahmen und bewege mich nicht von der Stelle. Er mustert mich. Dir geht's nicht besonders gut, hä? Ich sehe, wie unsere Nachbarin, die dicke Reila, zum Haken kommt. Das ist unsere Sisanda. Ihr geht's nicht besonders gut, nein. Kann ich dir helfen? Ich habe da einen Brief für Svala Mahindra, sagt der Böstler. Und wie wenn sie es gehört hat, kommt Mama Svala um die Ecke zu rennen. Sie ist ganz verschwitzt und voller Staub. Svala, ein Brief für dich. Ein Brief? Svala hat einen Brief bekommen. So etwas passiert im Dorf selten. Die Nachricht verbreitet sich wie in ein Lauffeuer und alle Nachbarn kommen zu rennen. Aber Svala lupft mich auf und wir gehen rein, wo es ruhiger ist. Sie legt mich auf meine Matratze und reißt das Kuvert auf. «Kannst du es mir bitte vorlesen, Sisanda?» Erschöpft überfliege ich die Nachricht. Es steht, dass Svala für den nächsten Kamtschuni-Marathon angemeldet ist. Du hast die Nummer 953. Mein Herz hämmert. Ich mache die Augen zu und probiere es zu beruhigen. Ruhig schnaufen, wie der Dr. Apollinaire es mir gezeigt hat. 953. Ich finde, das ist eine gute Nummer. Ich weiss zwar nicht warum, aber es ist eine gute Zahl. Was hast du für einen Brief bekommen, Svala? Ruft Reila draussen. Wir wollen es wissen. Svala lächelt, nimmt den Zeitungsartikel von der Wand und geht raus. Fast niemand von den Nachbarn kann lesen, aber durch die offene Tür sehe ich, dass der Artikel von Hand zu Hand wandert, während Svala ihnen alles erzählt. Vom Zeitungsartikel, dem Telefon mit dem Organisationsbüro, vom Verkauf vom Schaf Kimia, der Turnschuhe von Benja und was im Brief steht. In 4 Wochen ist es soweit. Dann wird sie am Marathon mitrennen. Habe ich dich richtig verstanden? Fragt jemand. Du hast also Geld gezahlt, zum Geld zu gewinnen?
Ein riesiges Gelächter und Svala lacht mit. Ja, aber bevor ich das Geld überkomme, muss ich den Marathon gewinnen. Wie viel Geld kommst du denn über? Svala zögert. Ich sag's euch, wenn es wirklich so weit ist. Nein, Schreit Raila. wir wollen es jetzt wissen. Lass mich raten. Du hast 5000 Kels gezahlt, also bekommst du mindestens 7000 Kels. Svala schüttelt den Kopf. Mehr? 10.000? 20.000? 30.000? Noch mehr? 100.000? Wo Svala immer noch den Kopf schüttelt, hört das Gelächter auf. Komm jetzt, Svala, sag's uns endlich! Svala wirft mir einen Blick zu. 1,5 Millionen, wenn ich gönne. Die Nachbarn starren Svala ungläubig an. Und dann ruft Raila: 1,5 Millionen Kels? Niemand kann so viel Geld verdienen, nicht einmal, wenn er sein ganzes Leben krampft. Und du willst so viel Geld mit Rennen verdienen? Und was willst du mit dem Haufen Geld anfangen? Kannst du uns das auch sagen? Ja, das kann ich. Alle starren Svala erwartungsvoll an. Sie schaut zu mir. Ich würde Sisanda operieren lassen. Im besten Spital der Welt. Die Nachbarn schauen alle zu mir. Du gönnst sowieso! Das ist doch sonnenklar! Niemand rennt schneller als eine Antilope. Und wieder lachen alle und rufen durcheinander. Dann kommt Großmutter Tabang vom Meer zurück und zieht die Türen hinter sich zu. Ich liege auf meiner Matratze, höre die Stimmen der Nachbarn von aussen. Die Sandkörner peitschen auf unser Wellblechdach und ich probiere, mein Herz zu beruhigen. Mein kleines, dummes Herz. Die Großmutter Tabang sitzt ans Feuer, fängt an Bohnenküchli backen und murmelt: Ruhig, Binti Suri. Ganz ruhig. Ihre Stimme wirkt wie ein Wunder auf mich und mein Herz beruhigt sich langsam. Ich zähle seine Schläge. Durch meinen Kopf rattern Zahlen. Und plötzlich weiss ich, warum mir die Startnummer 953 so gut gefällt. Mein Herz schlägt jetzt seit 3441 Tagen. Das sind 9 Jahre, 5 Monate und 3 Tage. 9, 5, 3. 953. Es sind noch 3 Wochen bis zum Kamtschuni-Marathon und wie jeden Morgen rennt Svala mit langen, schnellen Schritten zu den Hügeln. Wie jeden Morgen trägt mich der Benja Huckepack zu der Schule, wie jeden Morgen nehmen wir die 7er-Reihe durch und wie jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster. Svala müsste jetzt dann gerade auf dem Hügel auftauchen. Ich schaue ganz genau. Aber sie kommt einfach nicht. Die Sonne steht schon hoch am Himmel und die Akazien werfen fast keinen Schatten mehr. Das Wellblechdach der Schule knackt in der Hitze. Wo ist die Mama Svala? Mein Herz fängt an schneller zu schlagen. Gleich ist es viel zu heiß zum Umrennen. Das weiss Svala besser als alle anderen. Sie ist doch immer pünktlich. Vielleicht ist sie das mal einen anderen Weg gerannt. Nein, sicher nicht. Svala hat noch nie einen anderen Weg genommen. Sie rennt immer die gleiche Runde, immer in die gleiche Richtung, immer zur gleichen Zeit. Aber wo ist sie denn? In meinem Kopf ist ein riesiges Durcheinander. Mit den Augen suche ich nochmal die Hügel nach ihr ab. Nicht. Jetzt hat mein Herz Panik. In meinen Ohren fängt es an zu pfeifen. Sisanda? Ich zucke zusammen. Die Frau Habari steht vor mir. Geht's? Jetzt kommen mir Tränen. Ich schaffe es noch knapp, ihr zu sagen, dass Svala noch nicht vorbeigerannt ist. Die Frau Habari begreift sofort. Du hast sie nicht gesehen? Ganz sicher nicht. Sie nimmt meine Hand. Ich komme keine Luft mehr über. Ihre Stimme entfernt sich immer mehr. Ihr Gesicht verschwimmt. Ich höre nur noch den Lärm von meinem kleinen, dummen Herz. Nein, nicht. Bitte, heb noch durch.
Bin ich jetzt tot? Vielleicht. Aber jetzt höre ich mein Herz schlagen. Und ich habe einen bitteren Geschmack im Maul. Der Geschmack von der Medizin vom Dr. Apollinaire. Ich versuche, mich zu erinnern, was passiert ist. Ich höre. Da! Die Rauchstimme von der Großmutter Tabang. Sie murmelt etwas. Ich mache die Augen vorsichtig auf. Es ist Nacht. Der Mond scheint. Ich verstehe nicht, was die Großmutter murmelt. Mein kleines, dummes Herz. Ich zähle jeden Schlag, höre ganz genau her. Aber etwas ist anders. Etwas hat sich verändert in meiner Brust. Höre ich das berühmte kleine Psst, wo der Dr. Apollinaire immer davon erzählt. Aber mein Herz macht Psst, nicht Psst. Ist das schlimmer? Ich probiere etwas zu sagen. Großmutter. Ihr Gemurmel geht einfach weiter. Sie hauert auf dem Boden, gerade neben dem Vorhang und schaukelt mit ihrem Oberkörper vorn und zurück. Immer vorn und wieder zurück. Jetzt höre ich jemanden winseln. Es ist der Benja. Er liegt zusammengekrümmt neben der Tür bei der Schuhschachtel. Was hat der Benja? Er müsste doch draussen bei den Schafen und Geissen sein. Guten Morgen, kleine Prinzessin. Geht's dir besser? Flüstert jemand in mein Ohr. Ich drehe meinen Kopf und schaue unserer Nachbarin, der Raila, ins Gesicht. Was ist passiert, Raila? Ich weiss nicht, wie ich es dir sagen soll. Sie nimmt meine Hand. Ihre Haut ist ganz weich und warm. Ich habe noch nie erlebt, dass Raila nicht weiss, was sagen. Svala, mein Herz fängt sofort an zu rasen. Sie ist von einem Skorpion gebissen worden. Ich mache die Augen zu. Ruhig. Ganz ruhig bleiben. Raila erzählt weiter, dass die Frau Habari Alarm geschlagen hat. Das erste Mal wegen mir, weil ich ohnmächtig geworden sei, und dann wegen der Svala, weil sie nicht auftaucht sei. Die Marifa hat mir sofort 10 Tropfen von der Medizin vom Dr. Apollinaire zwischen die Lippen getröpfelt. Aber fast noch schlimmer war, dass niemand gewusst hat, wo die Svala ist. Die Hügel sind sehr weitläufig. Und wenn man sich dort verirrt, kann es sein, dass man nie mehr zurückfindet. Das ganze Dorf sollte die Svala suchen, in der grössten Mittagshitze. Wir haben stundenlang alles nach ihr abgesucht, kleine Prinzessin. Jeden Winkel, jede Felsspalte. Aber es war, wie wenn die Hitze unsere Svala verschluckt hat. Kurz vor dem Eindunkeln hat der Zachariah sie dann gefunden. Im Schatten von einem Felsen. Sie war schweissüberströmt und hatte höchstes Fieber. Ihr rechtes Bein war so dick wie von einem Elefant, so fest geschwollen war es vom Gift. Deine Mutter hat etwas von einem gelben Skorpion gemurmelt. Der Susu, dein Onkel Benja, hat sie dann zurück ins Dorf getragen und seither kümmert sich deine Großmutter um Svala. Aber die Lehrerin glaubt nicht, dass die Sprüche und Kräuter von der Tabang der Svala genug helfen. Sie hat gefunden, es bräuchte einen richtigen Doktor, wie im Spital. Aber im Catelo sein Telefon ist wieder einmal kaputt. Darum ist die Lehrerin mit dem Zachariah heute am Mittag losgefahren, um einen Arzt zu holen. Bis sie zurück sind, wird es wahrscheinlich morgen. Der Susu hat recht gehabt, wenn sie doch nur ihre Schuhe angelegt hat. Ich probiere mein Herz zu beruhigen und schnaufe langsam ein und wieder aus. Ganz tief ein und wieder aus. So wie es mir der Dr. Apollinaire gezeigt hat. Ruhig, mein kleines, dummes Herz. Ganz ruhig. Du musst jetzt stark sein, hast du gehört? Ich muss zu der Mama Svala über. Ich muss ihr helfen. Da liegt sie.
hinter dem Vorhang. Spike sieht schrecklich aus. Der Swala läuft der Schweiß nur so übers Gesicht. Sie starrt vor sich hin und sieht mich nicht. Die Grossmutter Tabang hauert neben ihr. Mit halb geschlossenen Augen murmelt sie immer noch vor sich an. Von Zeit zu Zeit nimmt sie eine Salbe und streicht damit der Swala ihr Bein ein. Ohne zu verstehen, was ich sage, murmle ich die Wörter von der Grossmutter Tabang nach. Wenn ich etwas nicht richtig sage, dann fängt die Grossmutter nochmal von vorne an. Nochmal und nochmal. Bis ich es auch kann. Die Stunden vergehen. Manchmal schluttern die Wale vor Kälte und dann schwitzt sie wieder wie verrückt. Wenn die Nachbarn an unserem Haus vorbeilaufen, flüstern sie leislich. Alle wissen, dass das Gift vom geilen Skorpion gefährlich ist. Dann schüttelt die Grossmutter auf einmal den Kopf. In der Nacht gehe ich in die Hügel. Wenn die Grossmutter sagt, sie gehe in die Hügel, dann ist etwas so schlimm, dass sie sich allein nicht mehr zu helfen weiss. Dann muss sie die Geister der Vorfahren um Hilfe bitten. Sie salbt das Bein von der Swala einmal ein, bringt mich zu meiner Matratze und deckt mich zu. «Ruhig, Binti Suri. Ganz ruhig», murmelt die Grossmutter Tabang. Und mit ihrer Stimme im Ohr schlafe ich erschöpft ein. Am nächsten Morgen verwache ich, wo die Grossmutter Tabang von den Hügeln zurückkommt. Sie sieht müde aus. In der Hand trägt sie eine Kette. «Komm, Binti Suri», sagt sie ruhig zu mir. In dem Moment hören wir, wie ein Auto vor unserem Haus haltet. Die Frau Habari und ein Mann mit einem Köfferli steigen aus. Ich erkenne ihn sofort. «Wer ist der Mann?» «Das ist der Dr. Apollinaire.» Er sieht besorgt aus. «Guten Tag, Sisanda. Bringst du mich bitte zu deiner Mutter?» Die Swala schnauft unregelmässig. Sie ist immer noch bewusstlos. Der Dr. Apollinaire misst ihren Puls. Dann nimmt er eine Spritze aus seinem Koffer und füllt sie mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Die spritzt der Swala in den Oberschenkel. Die Grossmutter Tabang schaut mich an und gibt mir die Kette. Jetzt sehe ich, dass ein kleiner Büschel Antilopenhaar dranhängt. «Leg sie das Swala um den Hals. Das darfst nur du machen, Binti Suri.» Als ich die heisse Haut von der Mama Swala berühre, verkrampft sich mein Herz. Mit zittrigen Fingern lege ich ihr die Kette um den Hals. Der Dr. Apollinaire lächelt mir zu. Niemand bewegt sich. Der Benja summt vor sich hin, die Grossmutter Tabang murmelt wieder ihre Sprüche und der Dr. Apollinaire beobachtet Mama Swala. Ich presse die Hände auf meine Brust. Mein kleines, dummes Herz, bitte beruhig dich endlich. Und das blöde Psst soll bitte wieder verschwinden. Da kommt jemand neben mich und legt mir den Arm um die Schulter. «Willst du dich nicht ein bisschen ausruhen, Sisanda?» Ich lehne mich an die Frau Habari und mache die Augen zu. 1000 Bilder tanzen in meinem Kopf. Die Swala beim Rennen, der Skorpion, eine Antilope, die Spritze. Ich höre das Murmeln von der Grossmutter Tabang und ich möchte mit ihr der Mama Swala helfen. Aber ich mag einfach nicht mehr. Ich muss schlafen. Ich mache die Augen auf. Unser Haus ist leer. Ich schlüpfe raus. Das ganze Dorf ist vor unserem Haus versammelt.
Ein riesen Tumult. Ayla sieht mich, kommt lachend auf mich zu, lupft mich auf wie ein Vögeli und tanzt ein paar Schritte mit mir. «Macht Platz!» schreit Ayla. «Macht Platz für die kleine Sisanda! Sie soll ihre Mutter sehen!» Und da ist sie, die Mama Svala. Sie stützt sich auf einen Stock, aber sie steht. «Zeig sie ihr, Svala! Sag deiner Tochter, dass du laufen kannst!» Mit schmerzverzerrtem Gesicht und fieberglänzigen Augen hinkt Svala auf uns zu. Dann schaut sie zu mir rauf und lächelt. Und ich strahle glücklich zurück. «3454 Tage schlägt mein Herz jetzt schon. Seit 7 Tagen mit dem blöden Psst. Seit dem Tag, wo die Mama Svala vom Skorpion bissen worden ist. Und jetzt geht es nur noch 2 Wochen bis zum Marathon. Svala macht mit. Das hat sie so entschieden. Und nichts und niemand kann sie davon abhalten. Bevor der Dr. Apollinaire ins Spital zurückgefahren ist, hat er Svala noch gewarnt. Sie dürfe sich nicht zu fest anstrengen. Ihre Muskeln müssen den Stich vom Skorpion zuerst vergessen. Aber er hatte ja keine Ahnung, mit wem er redet. Svala hat sich bei ihm bedankt und am nächsten Morgen ist sie schon wieder rennen. Also, sie ist einmal ums Dorf komplett. Alle haben gedacht, dass sie jetzt sicher aufgibt. Aber nein, Svala hat sich nur ein paar Stunden ausgeruht und dann ist sie wieder los. Das Mal hat sie es 2-mal ums Dorf geschafft und hat bei jedem Schritt stöhnen. Wegen ihrem Bein, aber auch wegen den Schuhen. Ja, Svala hat nämlich beschlossen, ab jetzt die Schuhe von Binja immer anzulegen. Sie reibt ihre Füße mit einer Salbe von der Großmutter Tabang ein, legt die Schuhe an und rennt los. Jeden Tag schafft sie es ein bisschen weiter. Und heute hat sie beschlossen, wieder ihre Runde in den Hügeln zu rennen. 5 mal 7 gibt 5. Schaut, da! Ruft Masinde mitten in der 7er Reihe. Die Mutter von der Sisanda! Svala taucht zuoberst auf dem Hügel auf, aber ihre Leichtigkeit von früher ist verschwunden. Sie hinkt und humpelt den Hang herab, als wären ihre Beine schwer wie Blei. Die Masinde, die Marifa und sogar die Frau Habari alle rennen zu den Feistern, trommeln aufs Feisterbrett und rufen Svala! 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 Ich sitze still da und kann mich nicht bewegen. Dafür klopft und schlägt mein Herz wie wild in alle Richtungen. Es ist früh am Morgen. Ich höre auf mein Herz. Vom Psst habe ich niemandem erzählt, weder der Mama Svala noch der Großmutter Tabang. Das ist das Geheimnis zwischen meinem kleinen, dummen Herz und mir. 3462 Tage schlägt es jetzt schon. Svala hauert neben mich an, aber das Mal tue ich nicht so, wie wenn ich schlafen will. Wir schauen uns an. In 2 Tagen findet der Kamtschuni-Marathon statt. Svala geht jetzt dann gerade auf ihre letzte Trainingsrunde. Sie erzählt allen, dass es ihr wieder gut geht und sie wieder so rennen wie vorher. Aber das ist nicht wahr. Svala rennt nicht wie vorher. Und in der Nacht höre ich sie flüstern. Sie hat das Gefühl, ein Holzbein zu haben, sie spürt es nicht mehr und ihre Stimme zittert dabei, wie wenn sie gerade anfangen zu brüllen. Svala streichelt mit Backen. Sie schlüpft raus und verschwindet hinkend. Noch nie hat das Auto von Zacharias so schön ausgesehen. Auf der Motorhaube hat meine Freundin Marifa eine springende Antilope gemalt. Und auf die Türe hat Frau Habari in verschiedenen Farben «Svala Schuja», das heisst «Svala wird gewinnen», geschrieben. Svala und ich packen ihre Sachen. Es ist nicht viel, aber am Schluss legt sie noch ihr Festkleid in die Tasche und sagt «Man kann nie wissen, wenn ich gönne, muss ich mich vielleicht schön anlegen».
Sie umarmt mich mit ihren langen Armen. Und auf einmal wird mein Herz ganz schwer. Ich will nicht, dass sie geht. Sie soll bei mir bleiben. Mein kleines, dummes Herz macht schon seit 3463 Tagen, was es will. Seit 9 Jahren, 5 Monaten, 3 Wochen und 5 Tagen. Vielleicht täuscht sich ja der Dr. Apollinaire. Vielleicht ist mein Herz einfach so, wie es ist und niemand kann etwas daran ändern. Nicht einmal der beste Arzt der Welt. Vor allem jetzt, wo es noch Psst macht. Die Mama Svala nimmt mich an den Schultern und schaut mir in die Augen. Ich muss jetzt wirklich gehen, Sisanda. Bis auf Kamtschuni ist es weit. Ich komme gleich wieder. Ich probiere ihr zuzulächeln, aber es gelingt mir nicht. Dann gibt sie mir einen Kuss und der Benja nimmt mich auf die Schultern. Das Auto fährt los und ich winke, bis es am Horizont verschwindet. Es ist dunkel. Ich liege auf meiner Matratze und kann einfach nicht einschlafen. 3464 Tage schlägt mein Herz jetzt schon. Und in ein paar Stunden startet Svala. Im Dunkeln sehe ich, wie die Grossmutter Dabang aufsteht und zu mir überkommt. «Ruhig, Binti Suri. Ganz ruhig», flüstert sie immer wieder. Ich denke an Svala und dann gehen mir endlich die Augen zu. Aus dem Weg! Aus dem Weg da! Mit einem klapperigen Kerli aus seinem Laden transportiert der Catelo eine riesige Schachtel und bleibt unter der Akazie stehen. Das ganze Dorf kommt schauen. Was ist das? Fragt der Masinde. Theatralisch schlüpfen der Catelo und der Benja etwas aus der Schachtel. Tata! Ruft der Catelo triumphierend. Alle stehen mit offenen Mühlern da. Ein Fernseher! In unserem Dorf! Der Benja bringt mit dem Kerli noch einen Generator, der Strom macht. Der Catelo verkabelt den Fernseher und stellt alles an. Der Generator macht einen riesen Krach. Aber auf dem Bildschirm tauchen nur kleine Punkte auf, die wild umeinander tanzen. Was sind denn? Kletter mal auf den Baum und mach die Antenne möglichst hoch oben an. Ruft der Catelo. Der Masinde klettert stolz auf die Akazie. Alle anderen drängeln vor dem Fernseher. Noch höher. Auf dem Bildschirm laufen jetzt so Linien von oben nach unten. Ein bisschen nach rechts. Und dann erkennt man auf einmal 2 Gesichter. Eine Frau, die mit einem Mann redet. Gut. Ruft der Catelo. Die Gesichter auf dem Bildschirm kommen sich immer näher, bis der Mann und die Frau sich küssen. Alle johlen. Catelo! Bist du wirklich sicher, dass wir da drin werden sehen, wie Svala rennt? Ruft Raila und wischt sich vor lauter Lachen Tränen aus den Augen. Ich sitze in die erste Reihe zwischen meinen Freunden Marifa und Masinde. Im Fernsehen redet eine elegant angelegte Frau. Immer, wenn ein Windstoß durch die Akazie bläst, verzerrt sich ihr Gesicht. «Und jetzt zum Sport», sagt sie. Da kommt wieder ein kräftiger Windstoß. Das Bild flackert kurz und dann bleibt der Fernseher schwarz. Alle schreien durcheinander. Der Masinde muss die Antenne richten, bis das Bild wiederkommt. Und jetzt schalten wir gleich an den Start des Kamtschuni-Marathons. Schlagartig sind alle still und starren auf den Bildschirm. Und dann kommt's. Tausende von Läuferinnen und Läufern drängeln sich am Start. Sie hüpfen, schütteln die Beine. Ein Reporter sagt: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 10. Kamtschuni-Marathon, der in Kürze starten wird. Und wo ist Svala? Ruft jemand. Welche Nummer hat sie denn? Fragt Raila. 953. Mein kleines, dummes Herz klopft wie verrückt, als ich im Fernsehen nach der Nummer 953 suche. Das Bild wechselt die ganze Zeit. Man sieht Gesichter und dann sofort andere.
Die Mama Swala ist nirgends. Aber dann fällt der Startschuss. Und das ganze Durcheinander aus Beinen, Füßen und Köpfen setzt sich in Bewegung. Wo ist Swala? Ich suche jedes Bild ab, aber ich sehe sie einfach nicht. Mein Herz klopft viel zu fest. Bitte, bitte beruhig dich. Ein Marathon geht über 2 Stunden und es sind erst gerade ein paar Sekunden vorbei. Da! Schreit Marifa neben mir plötzlich. Da ist sie! Sie zeigt auf den Bildschirm. Ja, da ist sie, Swala. Mein Herz macht einen Riesensprung. Swala, Schuja! Brüllt Raila. Aber kaum haben wir sie entdeckt, verschwindet Swala auch schon wieder. Dann kommt Werbung und dann sieht man eine junge Sängerin mit einem schönen, glitzerigen Kleid. Sie tanzt und schwingt die Hüfte. Raila macht sie nach und gewackelt mit ihrem Füdli. Alle lachen. Aber ich bin nicht ganz bei der Sache. Ich muss die ganze Zeit an Swala denken. Ist sie echt bei den schnellen Läuferinnen dabei? Noch andere Sängerinnen treten im Fernsehen auf. Es kommt noch mehr Werbung. Und dann, nach einer unendlich langen Zeit, taucht die elegante Frau wieder auf. Und jetzt schalten wir direkt zum Kamchuni-Marathon. Und ohne zu übertreiben kann man sagen, dass dieses Jahr eine absolute Überraschungsathletin mitläuft. Genau in diesem Moment wirbelt ein Windstoß eine Staubwolke auf. Ich heb sofort mein Tuch vor das Maul und die Nase. Von weit oben sieht man die Marathonläufer auf der Straße von Kamchuni rennen. Sie sehen aus wie Ameisen. Und eine von diesen Ameisen ist Swala. Bei den Männern sind altbekannte Läufer an der Spitze. Bei den Frauen dagegen sorgt eine vollkommen Unbekannte in der Führungsgruppe für Aufsehen. Die Läuferin trägt die Nummer 953. Es handelt sich um Swala Mahindra. Diese Frau ist noch nie bei einem Marathon mitgelaufen. Und jetzt verfolgt sie schon seit vielen Kilometern Magda Chepchuka. Um mich herum brüllen alle wie verrückt. Und jetzt taucht Swala im Fernsehen auf. Sie ist schweißüberströmt. Ich mache meine Augen zu und versuche das wilde Hämmern, Klopfen und das Psst von meinem kleinen, dummen Herz zu beruhigen. Plötzlich fegt ein heftiger Windstoß durchs ganze Dorf, dass die Wellblechdächer klappern. Eine riesige Staubwolke wirbelt über alles drüber. Auf dem Bildschirm wandern Zickzackstreifen. Das Bild zittert und wackelt. Und dann wieder schwarz. Mein kleines, dummes Herz hat das alles gar nicht gern. Es fühlt sich an, wie wenn in meiner Brust ein Gewitter aufziehen würde. Am liebsten würde ich mein Herz und den Wind vergessen. Ich schnappe nach Luft. Der Benja kommt zu mir und schützt mich mit seinen Armen. Die Marifa nimmt meine Hand und Frau Habari meint, ich sollte besser ins Haus hineingehen. Aber das kommt nicht in Frage. Drinnen sehe ich doch nicht, wie die Swala rennt. Ich kuschle mich an den Benja. Er schmeckt nach Schaf und Geissen. Aber dann spüre ich etwas. Etwas, das ich noch nie gespürt habe. Es ist ein Schmerz, wie wenn eine feine Nadel in meine Brust stechen würde. Wart noch, mein Herz. Wart noch. Die Swala gönnt vielleicht. Die Zeit vergeht. Vielleicht viel Zeit, vielleicht wenig. Ich weiss es nicht. Der Benja summt vor sich hin. Dann höre ich auf einmal: Und jetzt schalten wir ins Ziel des Kamchuni-Marathons. Ich drücke mich noch fester gegen den Benja. Die feine Nadel bohrt sich ein Stückchen weiter in meine Brust. Im Fernsehen ist eine Gruppe Männer zu sehen. Der erste von ihnen reißt die Ärmel in die Luft, rennt mit der Brust voraus ins Seil, das über die Ziellinie gespannt ist, und lässt sich dann erschöpft auf den Boden fallen. Die Leute stürzen auf ihn zu und gratulieren ihm. Das interessiert uns nicht, ruft Raila. wir wollen Swala sehen. Wie durch ein Wunder taucht das Gesicht der Swala auf, aber es verschwindet gerade wieder wegen einem Windstoß. Der Catelo schwitzt und flucht immer schlimmer. Die Nummer 953 fällt etwas zurück. Die beiden erfahrenen Läuferinnen hängen sie ab, aber es sind immer noch 2 Kilometer zu laufen. Swala ist Dritte, aber eine andere Läuferin ist ihr dicht auf den Fersen. Sie hat die Nummer 840. Jetzt sieht man Swala im Bild. Sie humpelt immer mehr. Nummer 953 scheint mit ihren Kräften am Ende zu sein.
Wer auch immer diese Swala Mahindra ist und egal auf welchem Platz sie landen wird, sie hat ein herausragendes Rennen geliefert. Aber was geht da jetzt vor sich? Will die Nummer 953 so kurz vor dem Ziel aufgeben? Die feine Nadel bohrt sich nochmal ein Stückchen weiter in meine Brust. Swala ist stehen geblieben. Die Kamera ist auf sie gerichtet, auf ihr erschöpftes, schmerzverzerrtes Gesicht. Die Läuferin mit der Nummer 840 rennt an ihr vorbei. Swala Schuya! Ruft Raila. Alle zusammen fangen an zu rufen. Swala Schuya! In meiner Brust spüre ich so ein spitziges Stechen, dass ich fast nicht mehr schnaufen kann. Swala bückt sich, zieht schnell ihre Schuhe ab, richtet sich auf, läuft zuerst ein paar Schritte und rennt dann barfuß weiter. Swala Schuya! Wie von einem schweren Gewicht befreit, rennt sie los. Sie holt Nummer 840 ein und bleibt ihr dicht an den Fersen. Um mich herum stehen alle auf, klatschen und schreien, wie wenn Swala sie so hören könnte. Die feine Nadel sticht und sticht noch mehr. Swala überholt Nummer 840. Schuya! Alle johlen, der Reporter genauso wie unsere Nachbarn aus dem Dorf. Mein Herz hämmert und zappelt. Im Kopf, im Hals, im Bauch, in den Armen, überall spüre ich sein Klopfen. Durch meinen ganzen Körper zischt in kurzen Abständen das Psst. Ich habe das Gefühl, jetzt sind gerade zu explodieren. Der Benja merkt nichts von dem. Er johlt bei jedem Schritt von der Swala lauter. Swala Mahindra holt jetzt sogar noch die beiden Läuferinnen an der Spitze ein. Diese Frau ist absolut einzigartig. Sie beendet diesen Marathon mit einer Energie, als könne sie nicht zurückhalten. In meinen Ohren rauscht es. Alles verschwimmt. Und auf einmal habe ich sehr grosse Schmerzen. Ein dunkler Wirbel zieht mich in die Tiefe und alles wird schwarz. Überall Licht. Das Licht blendet mich, wie wenn ich in die Sonne schauen würde. Aber es ist gar nicht die Sonne. Ich mache die Augen wieder zu und höre. Ich höre nichts. Nicht einmal mein Herz. Dann bin ich sicher tot. Jetzt spüre ich eine Hand, die sich auf meinen Arm legt. Sie sind da. Die Stimme von der Swala. Wie viele Tage lebe ich jetzt schon? Halt, nein. Ich habe es ganz vergessen. Ich bin ja tot. Ich höre mein Herz nicht mehr schlagen. Trotzdem spüre ich die Hand von der Swala auf meinem Arm. Sie sind da. Das Mal mache ich die Augen auf. Wo ist die Swala? Ich sehe nur ihre Augen. Alles andere ist weiss. Weisser Mantel, weisse Kappe, weisse Maske vor dem Maul. So ist es also, wenn man tot ist. Alles weiss. Ich mache die Augen wieder zu. Und dann höre ich wieder der Swala ihre Stimme. Sie erzählt. Sie hat den Kamtschuni-Marathon nicht gewonnen. Sie ist auch nicht Zweite geworden, sondern Dritte. Aber alle Journalisten haben sich nach dem Rennen auf sie gestürzt und wollten wissen, wer sie ist. Und sie hat ganz viele Interviews geben. Die sind bis ans andere Ende der Welt gesendet worden. Und in all diesen Interviews hat sie die Geschichte von meinem kleinen, dummen Herz erzählt. Da haben die Leute angefangen, Geld zu schicken, Sisanda. Von überall her. Aus allen Ländern. Genug, um die Reise hierher zu zahlen. Und dich da, im besten Spital der Welt, zu operieren. Ich lasse meine Augen zu. Ich mag sie einfach nicht aufmachen. Aber ich lebe noch. Ich höre aufs kleinste Geräusch. Aber da ist einfach nichts.
So eine Stille kenne ich nicht. Ist es so, wenn man ein Herz hat wie alle anderen? Du bist so ruhig. Du, mein kleines, dummes, liebes Herz. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.